So, jetzt haben wir immer noch da. Das wird uns auch nicht weiterbringen. Die Sonne scheint. Viel mehr optimistisch als ein Akt sinnloser Gewalt. Was haben wir da? Leere Grogflaschen. Das muss der Rest vom Vorrat des Hafenmeisters sein. Grogflaschen. Gut, das hat der drungen. Eine der Flaschen ist zerbrochen. Ich nehme den Teil mit dem Etikett. Grog de Ricardo Blanco. Das Zeug hat über 60% Alkohol. Jeder Schluck verkürzt das Leben der Leber um eine Woche. Aha, was machen wir damit? Alles, was von der Flasche Grog de Ricardo Blanco übrig geblieben ist. Nein, das ergibt keinen Sinn. Aber wir könnten vielleicht das Etikett brauchen. Oder? Weil die kaputte Flaschen werden wir ja wohl nicht brauchen können. Ah. Zur Essex Street auf der Einer der vielen dampfenden... Kann man Etiketten nicht mit Dampf ablösen? Mir leuchtet nicht ein, wie ich... Nicht. Da war noch Dampf. Da haben wir noch die Heizung kaputt gemacht. Probieren wir mal das aus. Ja, wenn ich den Dampf benutze, kriege ich das Etikett von der Scherbe, die ich eingesammelt habe. Mal sehen. Hervorragend. Jetzt habe ich ein Grog de Ricardo Blanco Label, das ich jederzeit benutzen kann. Gut, jetzt fehlt uns eigentlich nur Flaschen dazu. Und da kann man doch mal zur Kreta umschauen. Weil Schnapsflaschen hat er die Welt nur. Hi, Greta. Hi, Jack. Hast du eine Flasche Grog? Grog? Willst du etwa den letzten Nagel in den Sarg deiner Leber schlagen? Die ist nicht für mich und es würde jetzt einfach zu lange dauern, dir zu erklären, warum ich sie brauche. Wie immer. Ist auch egal, ich habe keinen Grog. Das Zeug trinkt keiner. Aber wenn du willst, kannst du nachsehen. Vielleicht sind da noch ein paar Flaschen auf den ersten Regalbrettern, direkt neben der Mühle. Ich schau mal nach, danke. Okay. Mach's gut. Neben der Mühle. Die da? Eine massive Wand aus Schnapsflaschen. Wenn es einen Himmel gibt, muss der für mich so aussehen. Zarte Wölkchen. Eng. Mal sehen, ob Greta eine Flasche Grog in ihrem Regal hat. Ich sehe hier nichts, das wie Grog aussieht. Mal sehen, ob... Wie jetzt? Ich glaube, die hat er nicht. Ich sehe hier nicht.
Vielleicht oben hat. Mal sehen, ob Greta eine Flasche Grog in ihrem Regal hat. Ich sehe hier nichts, das wie Grog aussieht. Ja, und jetzt? Hi, Greta. Hi, Jack. Hast du eine Flasche Grog? Grog? Willst du etwa den Die ist nicht für mich. Wie immer. Ist auch egal, ich habe keinen Grog. Aber wenn du willst, kannst du nachsehen. Vielleicht sind da noch ein paar Flaschen auf den ersten Regalbrettern, direkt neben der Mühle. Ich schau mal. Gut, da war ja nichts. Okay. Mach's gut. Was erzählt uns denn die? Mal sehen, ob Greta eine Flasche Grog in ihrem Regal hat. Ich sehe hier nichts, das wie Grog aussieht. Eine massive Wand, wenn es einen Himmel gibt. Wie schaut dein Grog aus? Mal sehen, ob Greta eine Flasche... Ich sehe hier nichts, das wie Grog aussieht. Tja, und jetzt? Vergiss es. Das ein malerischer Haufen Müll. Gut, im Müll ist ja nichts. Ja, wie jetzt? Das gibt's doch nicht. Mal sehen, ob Greta eine Flasche Grog... Ich sehe hier... Nix. Und wenn wir jetzt das Etikett nehmen, Wenn ich dieses Etikett auf irgendeine dieser Flaschen klebe, was kriege ich da? Etwas, das auf den ersten Blick nach Grog aussieht. Ich habe meine Zweifel, dass der Hafenmeister den Schwindel bemerkt. Jedenfalls nicht, bis ich die Information habe, die ich brauche. Die perfekte Fälschung. Sieht genau aus wie die Grogflaschen, die ich am Hafen gefunden habe. ja, jetzt haben wir Flaschen. Aber die wird wahrscheinlich leer sein. Eine Flasche Grog de Ricardo Binco. Das steht zumindest auf der Flasche drauf. Drin ist nichts als einfacher Gin. Einfacher Gin, gut. Mal schauen, ob das gelangt. Schauen wir nochmal zurück zum Hafen. Wo willst du hin dieses Mal? Zu den Melville. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, ob er zufrieden ist. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich den Unterschied merken. Vielleicht hilft dir das hier auf die Sprünge. Wo hast du denn so eine gute Flasche gefunden? Mit etwas Grips kann man in dieser Stadt alles bekommen. Sag mir, was du heute Abend gesehen hast. Und die Flasche gehört dir. Das kann ich nicht machen. Okay, reden wir nicht um den heißen Brei. Ich habe etwas, das du gerne hättest.
Und du hast was, das ich brauche. Verstricken wir uns doch nicht in Diskussionen über Moral. Ich glaube, da hast du mich überzeugt. Gut. Wer ist hier am Abend an Bord gegangen? Kurz nachdem hier geschlossen war, ist der Typ aufgetaucht, den sie später umgebracht haben. Ein kleines Kind hat er bei sich gehabt. Er wollte an Bord von der Saint-Marie de la Mer. Saint-Marie de la Mer. Der Name aus meinem Traum. Zuerst der Killer und jetzt der Name des Schiffs. Sowas kann's doch nicht geben. Hast du außer dem Mann mit dem Kind noch jemanden gesehen? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, da war einer. Ich hab mein Büro gerade dicht gemacht. Da sehe ich einen Typen an der Laterne lehnen. Einen Typen, den ich hier noch nie gesehen hab. Das war kein Seemann. Der war ganz fein gekleidet. Ganz sicher eine Landratte. Kannst du ihn beschreiben? Ich habe ihn nur ganz kurz gesehen. Hier in der Gegend ist es besser, Fremde nicht zu lang anzustarren. Hast du etwas Außergewöhnliches bemerkt? Er war gut gekleidet, aber sonst ein ganz normaler Typ. Wo, sagtest du, hast du ihn gesehen? Da drüben, unter der Laterne. Neben den Säcken. Okay. Erzähl mir mehr über den Mann, den du gesehen hast. Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Ich hab mir im Büro gerade dicht gemacht. Da sehe ich einen Typen an der Laterne. Hat nichts Besonderes getan. Rumgestanden und geraucht. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Alles Gute, Jungchen. Gut, wo ist er rumgestanden? Da herum irgendwo. Hier hat der Hafenmeister den Typ beobachtet, der Sean verfolgt hat. Vielleicht finde ich irgendwas Interessantes. Hier liegen ein paar Kippen. Sieht so aus, als hätte der Typ, der Sean verfolgt hat, eine ganze Weile hier gewartet. Das schaue ich mir mal an. Die Kippe riecht nicht nach gewöhnlichem Tabak. Das ist Haschisch. Und da kommt man nicht gerade leicht ran. Das ist vielleicht eine Spur, die sich zu verfolgen lohnt. Aber ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dieser Kippe und dem, was heute passiert ist. Lassen wir die grauen Zellen arbeiten. Oh, damit haben wir wieder da. Das ergibt keinen Sinn. Das gibt keinen Sinn. Das ergibt 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 keinen Sinn. Chong sagte, dass der Typ, den er in der Nähe seines Taxis gesehen hat, eine Zigarette rauchte, die seltsam roch. Und jetzt finde ich diesen Glimmstängel mit Haschisch. Zweifelsfrei waren der Typ, der Sean gefolgt ist, und der, den Sean in seinem Taxi gesehen hat, ein und dieselbe Person. Die Zigarettenkippe allein wird mir nicht bei der Identifizierung des geheimnisvollen Mannes helfen. Aber vielleicht finde ich noch andere Hinweise. Allerdings. Hier liegen Papierstücke herum. Das sieht so aus, als wäre das mal eine Streichholzschachtel gewesen. Wenn ich die wieder zusammensetze, finde ich vielleicht mehr raus. Gut, da haben wir mal wieder Puzzle. Gut, das da ist fest, glaube ich.
So, dann fällt da drum ein Stückel. Jetzt dann wir vielleicht legen wir daneben tippen. Das haut nicht hier, oder? Nicht ganz. Scheint mir da irgendwas zu fehlen, oder? Das geht da her. Und das irgendwie so her. Ja, das haut doch gar nicht hin. So, irgendwie kapiert ich jetzt gerade nicht.
Das gehört dann. Das muss dann normal da oberkehren. Irgendwie. Oder war das so? Und jetzt? Da fehlt das Hälfte. Okay, jetzt kommen die Puzzleteile langsam zusammen. Leider habe ich nicht alle Teile, deswegen kann ich nicht genau sagen, was auf der Schachtel steht. Das hat bestimmt was mit einer gewerblichen Tätigkeit zu tun. Vielleicht hilft mir das Telefonbuch in meinem Büro hier weiter. Gut, jetzt haben wir es doch noch geschafft. Und anscheinend sollen wir wieder zurück ins Apartment, um mit dem Telefonbuch irgendwas zu machen. Ah, schon wieder du. Wo die... Zur Essex Street auf der Lower East Side. Ganz die Wolle. Gut, dann schauen wir eine. Ja, diese Streichholzschachtel stammt mit Sicherheit aus einem Laden oder einer Kneipe in New York. Wenn ich sie mit den Namen der Geschäfte im Telefonbuch vergleiche, müsste ich den vollständigen Namen herausfinden können. Und die Adresse. Oh, gut. Und wo schauen wir dann noch? Ich sehe hier nichts Nützliches. Ja, nicht. Ich sehe hier nichts. Tja, vielleicht... Ich sehe hier nicht. Ich sehe hier nicht. Ich sehe hier nicht. Ja, na, wo sollen wir denn suchen? Ich sehe hier nicht. Ich sehe hier nichts Nützliches. Ich sehe hier nicht. Ich erkenne das Wort Buch auf der Streichholzschachtel. Das muss ein Buchladen sein. Das ist doch immerhin ein Anhaltspunkt. Buchladen, gut.
Little, das hört sich gut an. Little Peninsula. Der Name passt. Das ist ein Buchladen auf der Upper East Side, Ecke 65. Straße. Ich sollte mir das ansehen. Ich brauche die Streichholzschachtel nicht mehr. Ich kann sie hier lassen. Gut, die bleibt da. Dann fahren wir mal zu dem Buchladen. Wo willst du hin? So, wir fahren zur 65. Straße. Zur 65. Straße auf der Upper East Side. Okidoki. Hier stehe ich nun in der Upper East Side. Luxusläden, Büros von Diplomaten und Herrschaften mit Geld in den Taschen. Genau der richtige Ort, wo ich meine Intoleranz gegenüber Heuchelei ausleben kann. Gut, und da speichern wir. Denn da geht's jetzt nachher weiter.